Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom FC Basel Karrieremodus und es geht los heute mit der Liga 1. Werden wir aber jetzt schon klären, und zwar entweder mal Andrea Bellotti oder Mambe Nyang. Eigentlich Nyang ist eigentlich ein bisschen besser, von dem her schauen wir noch. Da sehen wir noch ein bisschen Leute, die vielversprechend wären. Pjanic natürlich interessant, der ist aber erst jetzt gekommen und ist auf der Leihliste. Theo Bongonda ist kein richtiger Stürmer, wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Ankel Korea wird interessant für uns sein. Jedenfalls ist er aber recht teuer. Gabriel kennen wir vielleicht noch aus der Karrieremodus von Arsenal. Deshalb interessant. Weitere Stürmer zeige ich euch jetzt. Also, kann ich umgeschaut, Benrada ist auch gut, hat ein Potenzial von 84, auch gut. Dann natürlich immer more interessant, weil auf der Leihliste für 2 Jahre plus Kaufoption wäre interessant. Dann Roberto Inglese habe ich schon mal in meiner Karriere und das ist brutal gut. Ines Ünal, türkisch, oder? Bevor ich etwas falsch sage. Ja, türkisch, aber leider Ausländer vom City, ist richtig talentiert in Berardi. Und Caprari habe ich auch noch von meinem italienischen Heimatclub. Wo interessant wäre, da müssen wir aber nochmal schauen. Aber zuerst gehen wir ins Spiel gegen Thun. Und es geht los im St. Jakob Park. Natürlich hat das Stadion wieder den Namen mal nicht übernommen. Wie der letzte FIFA 16 auch an Basel empfängt. Thun. Mein Name ist schon lesen, willkommen auf dem Kanal Italiano. Thun also heute im ersten Spieltag zu Gast im Stadion Europa. Also St. Jakob Park. Hediger. Thun-Captain führt seine Mannschaft aufs Spielfeld und muss dann Sekunden natürlich parat. Es hat einige Änderungen gegeben, das aufgrund der Leute, die schlecht in Form sind oder nicht fit sind. Von Österreich, von Wacker irgendetwas, Christopher Wenzing oder so irgendetwas. Jedenfalls Neuzugang beim FC Thun. Bei mir, FC Basel, spielt leider kein Neuzugang, aber viele ältere Spieler, Velati, Lang, Höck, Kümmert, Omar Gaber, dann Franzson und der Geschaka vor Steffen, Delgado, Bjarnason und Janko. Das aufgrund vor allem Leute, die nicht gut in Form sind, beispielsweise der Velati, nicht der Velati, der Suchi, der Balanta und weitere Spieler, die nicht gut in Form sind. Also recht viele Spieler, die heute fehlen. Delgado muss es aber trotzdem schaffen. Die Mannschaft, die 6 Jahre hintereinander Schweizer Meister geworden sind, weiterhin auf den Weg zu behalten. Geht los, also Basel gegen Thun. Ballen mal ab für Delgado. Schickt der Janko. Und das 1:0 nach 6 Minuten von der Cobra. Marc Janko, der Österreicher, mit dem 1:0. Ein Pass setzt die ganze Verteidigung, und zwar der von Delgado überspielt etwa 5 Verteidiger oder Thun-Spieler mit dem Janko, und der schließt ab, einen satten Schuss halb hoch rechts hier, und da freut sich natürlich der neue Trainer Alessio Italiano. Jetzt geht es wieder nach 10 Minuten, eben 1:0 FCB, macht Steffen. Den Ball weiterleiten, macht das gut am Xhaka. Der macht das gut, schickt Janko. Der hat wieder nur noch einen Gegenspieler, das ist der Favre. Und Favre das mal dazwischen. Janko. Bjarnason auf zum Nachschießen. Die ganze Verteidigung vom FC Thun macht da nichts. Aber Bjarnason, zweimal Chance zum zweiten Goal. Da sehen wir es nochmal. Erster Schuss, geht bald nochmal ab und der rutscht hier und macht das 2:0. Thun bis jetzt mit keinem Akzent, aber Basel 2 Chancen, 2 Goal. Und das zeigt die pure Effizienz noch von den letzten Jahren. Spielt der Ball durch, Steffen! Mit dem 13:0. Ganz locker. Delgado mit dem Zuckerpass. Da
direkt abgenommen. Keine Chance für Febvre und das 3:0. Uiuiui, hätte mit dem Volley aber drüber. Nochmal ein abgeleitet. Ah, und wird dann wieder zu Boden geleitet. Und Gaber mit der perfekten Grätsche. Wieder perfekte Grätsche. Aber jetzt kommt der Sport. Das wäre brutal gewesen, wenn der hier jetzt noch reingekommen wäre. Der Dreifachwechsel. Seid du mir aber jetzt aus dem Kalle kommen, hier für den Delgado Janko und den Steffen. Haben noch 13 Minuten Zeit zu beweisen, dass sie auch gut spielen können. Sie können in der nächsten Woche in die Startelf spielen. Thun mit der Chance und mit dem Goal! Uiuiui, 12 Minuten vor Schluss mit dem Anschlusstreffer vom FC Thun vom Stefan Rapp, glaub Stefan, weiß nicht mehr. Simone Rapp. Der Piano so nah. Jetzt geht nach innen und schließt ab und Febvre. Nochmal dazwischen. Basel jetzt wird noch ein bisschen wacher geworden nach dem Anschlusstreffer. Oh, an der Linie geklärt. Und nein, Hög, Daniel! Hög mit dem 4:1. Schuss, glaub vom Galacho. Ist auf der Linie geklärt. Dann der Gala mit dem Ball, mit dem Schuss. Nochmal gefälscht und Hög. Muss nur noch eindrücken, das 4:1. Also 3 Tore Unterschied ist wieder hergestellt. Das Spiel ist für mich gegründet, also der Saisonauftakt mit 4:1 und das gegen den FC Thun. So, wir gehen gerade wieder kurzes Büro, neue Nachrichten. Uiuiuiui. So, sie werden 6,5 Millionen für Boetius, das sagen wir danken. Nein, für 15,0 Millionen dürfen wir den haben. Also der hat vor allem im letzten Spiel gezeigt, dass er gut spielen kann. Dann weiter. Korea 26 Millionen. Nein, definitiv nicht. Leider ist er ausgelehnt, kann ich noch nicht. Das heißt, wir warten mal mit ihm. Gabriel genau das gleiche. Piazza ist glaube auf der Leihliste. Emma Moore wäre als Laie da. Berardi 49 Millionen, ja klar, definitiv nicht. Inglese 4,5, interessant. Nyang 15 und Belotti 19 würde ich sagen, wir fangen bei beiden mal an. Mit allen 3 mal je angegeben und mal schauen, wer sich zuerst bedient, je nachdem. Dann der Kümar bedankt sich noch, dass er halt schon verspielt hat, das auch recht gut gemacht dafür, dass die zwei gefällt haben. Young hat ja, also Mailand akzeptiert die 14 Millionen, die wir im Botten haben. Der will nur 50, gut, nur 50.000 Shots im und er wird definitiv wichtig für die erste Mannschaft Stamm mit Dumbia zusammen. Uiuiui, das wäre interessant, Juve bekommt Ricardo Rodriguez. Uiuiui. Also Boetius wird nicht verkauft und Turine sagt auch ja. Also das wird ein 22-jähriger Italiener oder ein Franzose. Der Italiener will aber 5000 weniger haben. Heieieiei, das werden wir jetzt sehen. Vor allem hoffentlich tun meine Scouts jetzt endlich mal sagen, wie weit sie sind. Young hat die abgelehnt. Er möchte mehr Geld wahrscheinlich. Also das heißt 60.000. Biete ich ihm jetzt mal an. Wichtig für die erste. Das hat jetzt besseren Rang als bei Mailand. Dann schauen wir schon da haben wir eben 3 Mal beobachtet. Mal Munir, der interessant wird, spielt bei Valencia. Und Mariano ist auch ein oh ja, ich würde mal wissen, was das für ein Land ist, aber trotzdem für Real Madrid 71er, auch erst 22 wäre auch interessant. Lass jetzt aber mal. Jetzt schauen wir, ob etwas vor Lausanne-Spiel passiert. Ja, 3 Nachrichten. Also Korea haben wir noch Abschlussbericht, Piazza auch.
Also auch mehr Geld, da bieten wir einfach mal eben 10.000 mehr, als sie überhaupt wollen. A4 wichtig für die erste Mannschaft, dass du gerade 10.000 mehr bekommst. Belotti, entscheidet gut. Mit der genau gleichen 11 gehen wir also jetzt ins Auswärtsspiel gegen Lausanne. Also wie vorher eigentlich, weil die anderen immer noch nicht gut in Form sind. Ich will sie nicht spielen, vor allem weil im FIFA 17 Karrieremodus, wenn du schlecht in Form bist, verlierst du immer. Und Xhaka macht direkt mal das 1:0 in der ersten Minute. Interessant wäre natürlich der Ex-FCB-Spieler, ich weiß nicht mehr, ich glaube nicht Torres. Name, ich weiß den Namen nicht, scheiße. Dass der wirklich zurückkommt zu uns, das wäre sicher auch interessant, je nachdem was er für ein Rating hat, natürlich kein 50er-Spieler. 2-1 führen wir im Moment und das bleibt wahrscheinlich so. Genau, wir kassieren einen Gegentreffer 12 Minuten vor Schluss. Das bringt aber nicht viel ein, weil wir natürlich im zweiten Spiel auch gewinnen. Jetzt sind wir gespannt, wir noch einen Tag weiter machen, schauen wir auf der Welle. Jetzt haben alle gespielt und wir haben jetzt schon einen Vorsprung von 2 Punkten, weil Sia und viele andere gepatzt haben. Also Sia und sogar noch unentschieden gespielt, die Rest hat auch verloren. Hei, und GC letzte mit 2 Niederlagen. Hei. Für Janko ist das 5 Millionen Angebot gekommen und Young hat akzeptiert. Jetzt müssen wir kurz schauen. Jetzt gehen wir zusammen schauen, was denn der Young für eine Wertung hätte. Schauen, wo er überhaupt drin ist. Da nicht, das sind die Deutschen. Die Dänischen sind da rein. Und Young hat noch einen Tag. Also alle haben noch einen Tag, das lassen wir glaube noch laufen. So, Young hat 78. Puff. Gabriel auch 78. Berardi hat natürlich Dinge, der fällt mal weg. Inglese hat nur 72, das ist jetzt so wenig. Belotti hat auch 77. Das ist aber Young definitiv besser. Caprari hat die 73, ist aber schon 22. Ja, ist jetzt schon 76. Ach du Scheiße. Und die anderen schauen wir später mal an. Aber ich glaube, Young akzeptieren wir. Und da haben wir also den ersten Transfer. Der Franzose Aubameyang wechselt zum FC Basel und wir haben da gerade eine Trophäe bekommen, Top-Spieler verpflichtet. Das ist super. Jetzt gehen wir gerade mal schon bei der Aufgabe schauen, ob sich jetzt dort was geändert hat. Nein, nicht im Training. Training machen wir nachher auch noch. So. Hätte etwas sich verändert? Entscheidende Priorität ist natürlich der Erfolg national, aber Markenbesetzung. Ja, wir haben es. Das heisst, wir haben ein Schimmer, ein Ziel schon mal erreicht, die anderen Ziel natürlich noch nicht erreicht. Das ist klar. Was wir aber jetzt noch machen, ist noch schnell wegen der Young Kollegen da schauen. Netzwerk wird eingerichtet. Okay, ist in der Schweiz im Moment. Haben wir das Geld? Oh! Boom! Das machen wir natürlich gerade und der geht nach Italien. Außer nach Ägypten geht. Doch, Ägypten geht auch. Nice, machen wir Ägypten, das ist schon Realität. Wir haben ja in Ägypten auch ein Ding und das machen wir gerade. 9 Millionen, 5,5 Sterne. Nice. Nice. Da sehen wir es einmal. Neueste Ziel haben wir eins erreicht, das ist ja da Zielüberblick. Die nächste, wo wir wahrscheinlich rein sind 20 Millionen Gewinn und 10 Millionen Einnahmen aus Trikot. Das heisst, wir gehen im Match gegen Vaduz. So, los geht's also jetzt im dritten Spiel von der Liga mit dem zweiten Heimspiel. Und das gegen FC Vaduz, also einen anscheinend leichten Gegner. Auch die werden natürlich nichts zu verlieren haben. Mal schauen. Es wird natürlich interessant sein, jetzt auch einen neuen Spieler zu begrüßen können. Die Startelf, die gleich seit 2 Spielen und das ist definitiv nicht die beste Startelf vom FCB, aber mit der Nummer 14 haben wir dort einen neuen Spieler und das ist Aubameyang für 14 Millionen von Mailand gekommen. Ein 21-jähriger Franzose gibt richtig Vollgas. Und ist auch gut, was vom Potenzial her geht. Also mal schauen, ob er auch
gut ankommen. Es ist jetzt Schmuddelwetter, es hat auch geregnet, der Boden ist nass, das sieht man gut jetzt da, wenn der Ball läuft. Und Young holt sich erstmal gerade den Ball und setzt sich dort durch. Passt mal mit, dann nochmal und Cobra schließt mal ab, also Young mit dem ersten Ballkontakt und mit dem ersten Impuls nach guten 2,5 Minuten. Weil Basel natürlich hoch steht. Ja. Mit einer Finte. Und da wird er gefoult. Young, das macht er was super. Quer durch zwei, die steckt bei natürlich der Ball, der Fuß raus und da Kater und Konrad, der Übeltäter, und da fährt jetzt wird nicht Janko schießen, sondern, nein, auch nicht der Steffen. Also da jetzt weiß ich echt nicht, dass ich die Sache eingestellt habe, den ganz trotzdem nicht. Da egal, da schießt natürlich der Elfmeter. Und er macht es natürlich ganz stark. 1:0 nach einer halben Stunde. Erstes Super League-Goal in diesem Jahr. St. Gallen führt auch mit 1:0 gegen GC, wo jetzt die dritte Niederlage im dritten Spiel wahrscheinlich einkassiert, wenn es so weitergeht. Young bekommt jetzt den Pass schön an. Konrad von einem Elfmeter für Baguette. Young ist in der Mitte. Gaber macht das 2:0. Und was für ein Hammer! Vom Ägypter. Linksverteidiger, aber der haut ihn nicht, als ob er ein Stürmer wäre. Schön durchgesetzt, vor allem auch vom Young. Und es ist das 2:0 für Basel. Schön macht da Klammer vom Young, zieht nach innen. Pass vom Gaber, zieht einmal hin und schießt direkt ins kurze Eck. Sieger ist geschlagen und Basel führt mit 2:0. Aber jetzt haben wir Pass in die Mitte. Quer rübergelegt und das ist das 3:0. Schöner Konter und Xhaka macht das 3:0. Gaber, schöner Pass und der Gaber, er hat Übersicht. Und die Ruhe, Xhaka kurz vor dem Ball schon oder Fuß angehabt, ganz knapp. Und das 3:0 nach knapp 70 Minuten. Und wir haben 3:0 gewonnen und der erste Stürmer als Jungspund, und zwar ein 57er, 17-jähriger, 70 Potenzial, 90 auch. Also das ist richtig stark. Mal schauen, ob das sich auch durchsetzen kann. Dann ein weiterer Scout-Bericht eben in und so Scouting-Update ist schon mal da. Dann haben wir noch weitere Spieler. Arthur Stücki, nicht zu meinem Fall. Ablehnen mal. Dann haben wir den Vögel, den Rösch, Meier und den Vogel. Also der Jörg Vogel tue ich mal ablehnen, wie der Rösch, und die zwei weiterhin mal beobachten. Das natürlich interessant sind. Dann haben wir einen Spieler, der verletzt ist. Gümart wird 3 Wochen ausfallen, also im Glück haben wir ihn rausgenommen. Hey, ja, und dafür ein Young, der sich gut eingelebt hat. Das tun wir noch schon kurz vorspulen. Und Franz haben wir ein Angebot, aber das werden wir in der nächsten Folge sehen, wie das Spiel gegen Luzern, Sion und schlusslich GC. Also hoffen wir da auf weiterhin, und dann geht es in der übernächsten Folge los mit dem Spiel gegen Arsenal und PSG, und hoffen wir das Beste natürlich. Und wir beenden die Folge mit einem Blick auf die Tabelle. Wir führen mit 9 Punkten und Sion mit 7, wie St. Gallen auch. Mal schauen, ob GC aus dem Loch rausspielen kann. Wir spielen das nächste Woche gegen Luzern, wo 9. ist, GC, wo 10. ist, und was haben wir noch gesagt? Weiß schon im Demenz aufs höchste Level. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Bis dann und ciao zusammen.